willkommen zu einer weiteren Folge von Sommelier TV. Ich bin noch immer in Südtirol. Mein Gast ist noch immer Johannes. Und ja, wir sind da im Wellnesshotel Engel. Wo sind wir eigentlich genau? Wir sind hier in Südtirol, wie der Peter schon gesagt hat, in Welschnofen. Das ist 20 Kilometer vom Bozen entfernt am Fuße des Rosengartens. Das Hotel hat jetzt 150 Jahre Jubiläum heuer. Genau. Das ist eigentlich schon sehr lang. Ist das jetzt ganze Zeit in einem Familienbesitz Seit gewesen? 150 Jahren im Familienbesitz, ganz genau. Das ist ja das große Jubiläumsfest mit Festen und Angeboten, die wir unseren Gästen dieses Jahr bieten. Auch pünktlich zum Jubiläum der neue Verkostungsraum im alten Stadelkeller fertig geworden. Ja, freuen wir uns sehr. Wir sind da, um Wein zu sprechen. Und wir haben heute Hirschmuggel, Domäne Hirschmuggel aus der Südsteiermark. Also es ist ein recht junges Weingut. Wir haben in Österreich aus dem Jahre 2004 erst gegründet, von Anton und Astrid Hirschmuggel. Und sie haben uns 3 Weine geschickt. Und wir fangen gleich an mit einem Unikat, kann man so sagen, in Österreich. Einem Muscaris, eine seltene Rebsorte. Zur Information, Muscaris ist eine Kreuzung aus Muscatella und Solaris aus den Mitte 80er Jahren in Österreich. 87, ja. Wieder in der Farbe, sehr intensiv eigentlich. Wieder Gold, wir haben wieder grüne Reflexe. Ja, dezentes Gold, kräftiges Gold, das ist nicht, aber dezent. Wir haben wieder die grünen Reflexe, ist wirklich eine schöne Brillanz, wie man bei Masters Sommeliers sehen kann. Apropos Masters Sommelier. Sommelier TV ist eine österreichische Produktion, auch wenn wir heute mal in Südtirol sind, aber im November möchte ich darauf hinweisen, ist der Court of Master Sommelier in Salzburg. Also, es geht darum, die Introduction und Certified Sommelier Kurse zu machen. Ich möchte an der Stelle noch schnell erwähnen. Wer noch nichts hat, sollte sich ganz schnell informieren. Informationen könnt ihr euch einholen, entweder direkt auf der Seite von der Court of Master Sommeliers oder auf der Webseite vom österreichischen Sommelierverband www.sommelier.at. Ich habe sie sehr eingeblendet. Und es ist wirklich sehr interessant. Master Sommelier ist gastronomiebezogen, ist eine Ausbildung in Zusammenarbeit mit der Sommelier-Gilde und dem Masters of Wine und ein paar anderen Fachverbänden. Und wirklich speziell für die Gastronomie und eigentlich das Höchste, was man so kriegen kann, weltweit meines Wissens jetzt. Es gibt, glaube ich, nichts Höheres. Master of Wine ist klar eine Spur höher, aber Master of Wine ist halt eher in die Weinjournalistik, Weinbereitung Abteilung und Wein Education, oder halt, wie heißt das, der Ausbildung. Und ja, aber wer beim Master Sommelier mitmachen möchte, lernt bitte ganz gut Englisch. Ja. Sonst habt ihr ja keine da. Ist gut. Jetzt gehen wir wieder zum Wein. Extrem konsistent, gell? Also die Viskosität, wow, der hängt am Glas. Wir müssen halt ein bisschen tricksen mit Kerzen. Von Aromatik. Wir haben sofort einen Traminer lassen. Ja. Klassisch ja, die Rose. Das war schon Traminer, gell? Südtiroler Restraminer ist dann da. Das ist wieder eine Sache. Vielleicht haben wir heute noch Zeit, um zusammen zu probieren. Der geht da immer mehr in die fette, speckige Route noch. Der ist typisch österreichischer Traminer, würde ich sagen, von der Außen her. Und wir haben wieder diesen Rosenduft, was man so kennt von Traminer, den hat man wieder. Man hat in meinen Augen aber auch Honigbylone, Melisse, hätte ich jetzt so auf die Schnelle getippt. Ja. So die Klassiker eigentlich. Ganz genau. Was es schwierig macht, einen Muscaris wirklich auszuerkennen. Ist aber im Geschmack intensiver wie ein Traminer. Aber weniger bitter. Weniger bitter. Hat ein bisschen eine knackigere Säure. Ja. Schöne Fruchtstruktur, wieder ein bisschen die reifenden Früchte, Honigmelone ist wieder dabei. Genau. Spur Himbeer, Honig und Pfirsich. Dann geht es weiter zu einem Morillon aus dem Jahre 2009 mit Barrikfass. Morillon ist die steirische Bezeichnung für einen Chardonnay. Wir wissen auch, Südtirol gibt es sehr gute Chardonnays. Oh ja. Ich finde es immer wieder spannend, wenn die Südtiroler Chardonnays auf den Tisch kriegt von Franken. Ja. Jawohl, freue mich schon. Dieser Morillon ist aus der Serie Aurum, hat 13,5 Nussprozent. Wir haben aber jetzt deswegen erst nach dem Muscaris verkostet, weil er einfach von der gesamte Körper viel kräftiger ist. Oder einfach mehr, das Gesamtpaket ist mehr. Deswegen haben wir auch genau diese Burgundergläser genommen.
was ich auch gerne anmerken würde, speziell so eine Chardonnays, was wir jetzt noch verkosten, Herr Johannes, in dem sind Chardonnays mit Reife, mit Tiefgang, mit Extrakt, mit Körpern. Die kann man ruhig in die Burgundergläser tun. Nicht nur weil Chardonnay eine Burgundersorten ist, aber weil der Chardonnay das einfach braucht. Ganz genau. Der braucht das zum Entfalten, weil sonst ist das eine fade Geschichte, wenn das in ein normales weißes Glas tut. Die Farbe ist logisch gewaltig. Dann ist es sehr viel drin. Ja. 15 Monate Barrique. 15 Monate. Die Kerzenschein schaut sehr schön aus. Leicht aufhellend am Rand. Es ist vom Alter 2009 ist er doch schon. Jetzt sind wir doch 2012. Ja, eben. Aber dann Wasser schon sehr schön. Sehr reif, rauchig, holzig, Leder. Merkt man wieder im Barrique-Kasper, sehr deutlich. Sehr butterig. Doch mehr. Die Frucht ist präsent, aber ja, steckt im sich, Hintergrund. würde ich sagen, steckt sich ein bisschen hinter diesen. Ja, einerseits der Das kann vielleicht braucht auch ein bisschen Zeit. sekundäre Aromen vom Ausbau und auch tertiäre Aromen, die meiner Meinung nach von der Reifung jetzt schon, von der Reife her schon einsetzen. Dieser buttrige, auch mit Nuss verbundene, dieses buttrige mit Nuss verbundene Aroma. Der türkische Nuss, so Haselnuss in der Geschichte, dieses leicht bittere, sehr interessant. Wir haben aber diesmal einen, jeder von der Menge hier schmuggeln, also wieder was Österreichisches, wieder aus der Steiermark. Dieser Traminer hat 13,5 Volumensprozent, ist aber aus dem Jahr 2008, also auch nichts mehr ganz so Frisches, doch schon 4 Jahre alt. Ich persönlich kenne den noch gar nicht. Bin gespannt. Und man sieht es schon ein bisschen nach vorne. Ja, da ist was dahinter. Die Farbe ist meiner Meinung nach auch, die war sicher immer intensiv, aber meiner Meinung nach durch die Reife doch jetzt noch einiges intensiver geworden. Deutlich zu erkennen am leichten Rand, den der Wein doch schon hat hier. Ja, klar, durch 2000 ist es noch wieder. Aber es ist sicher sehr interessant. Ja. Jetzt kann man es schon zum Muscaris. Wenn man fast was nachschieben, das ist gut. Sind da alles Weine, die was Luft brauchen? Ne? Ja. Definitiv. Wir sind jetzt beim dritten Mal von Hirschmull. Der Muscaris ist zwar der jüngste mit dem Jahrgang 2011, aber auch der braucht schon Luft. Und speziell natürlich der Morello mit 2009 und der Traminer mit 2008, den haben wir jetzt vorher, glaube ich, Viertelstunde offen stehen gehabt, bevor wir angefangen haben. Da braucht es auf dem Glas, merkt man, entwickelt sich noch immer. Ja, den kann man in einer halben Stunde nachverkosten. Der Chardonnay hat sich jetzt sehr schnell entwickelt. Ja. Sehr schön. Da passiert immer was im Glas und das finde ich das Schöne beim Weintrinken. Bei jedem Schluck, was man macht, man was nie was erwartet. Speziell bei so einer Weine, die was Luft brauchen, jeder Schluck ist was Neues. Überhaupt bei Moridon, die Frucht, die kommt jetzt doch mehr raus, von der doch schon überreifen Banane fast schon. Finde ich schön. Toller Wein. Ja. Sehe ich das mal. Ja. So, zum Traminer 2008, 13,5%. Was der da jetzt gemacht hat, weiß ich nicht ganz genau warum. Traminer ist jetzt aber dazu gelassene Rebsorte für den Qualitätsweinanbau. Jeder hat das Qualitätswein genannt. Aber ja, ich persönlich muss sagen, Qualitätswein hin oder her, es kommt davon, was kann ich im Glas haben. Was kann ich also neben meinen Gästen oder Kunden verkaufen und wie ist der Wein gemacht. Deswegen bin ich trotzdem gespannt, was da ist. Meine Meinung nach, man sollte mal aufhören, immer aufs Etikett zu schauen. Wir haben hier in Italien ja das Gesetz mit dem Tafelwein. Und in Südtirol hier jetzt die Rebsorte Tannat aus dem Südwesten Frankreich, aus dem Gebiet des Madeira, haben wir jetzt im Anbau. Und das kommen schon sehr, sehr tolle Weine heraus, steht aber selbstverständlich Tafelwein drauf. Oder beziehungsweise IGB, also nicht als DOC zugelassen. Aber das sind tolle Weine und wenn man nur die Qualität des Weines nach dem bestimmt, was auf dem Etikett steht, dann machen wir einen Schiffbahn. Zumindest sagen, was ist schlechter Wein. Ich denke, ist das ein
Weinbauer hergeht und ein Jahr lang arbeitet, um mit dem Ziel einen schlechten Wein zu produzieren. Man muss immer schauen, was wollte ein Weinbauer mit diesem Wein machen, was war sein Gedanke und dann kann man über den urteilen. Aber nicht schlechter Wein, vielleicht schmeckt er mir nicht, aber da wollte sicher keine schlechten Weine machen. Man sollte immer Respekt haben vor dem Wein. Genau, das ist ja das, was ich immer sage. Es gibt keine schlechten Weine, man muss das auch so sehen. Was mir ganz wichtig ist, Respekt vom Wein. Das ist mein Zauberwort, warum der Winzer, der Önologe oder uns speziell in Österreich die kleinen Familienbetriebe, die hirschen ein Jahr lang, wie so kleine arme Irre im Weingarten, im Weinkeller miteinander, um das Bestmögliche ausgezogen werden. Es ist so sehr, sehr viel Arbeit in jeder Flasche Wein drinnen. Das müssen wir als Sommeliers oder als Fachleute, müssen wir das auch respektieren. Das ist unsere Aufgabe, weil wir wollen natürlich auch Respekt haben, wenn wir arbeiten, an schlechten Wein. Aber jetzt sind es zum Termin, dass wir mal fertig werden. Aber wir haben schon lassen, hat sich schon wieder ein bisschen entwickelt. Jetzt haben wir mal ein paar Minuten stehen lassen. Ja. Von der Lassen her hätte er auf den ersten Blick gesagt, Spätlese. Ja. Von der Lassen her, weil einfach so süßliche Fruchtaromen hat. Würde jetzt mal. Und vor allem reif. Sehr reif. Der hat schon das Reife drin. Ein bisschen was Mostiges. Am Gaumenschlag. Nicht dünn, aber schlank. Ja. Also nicht überstrukturiert, überextrahiert. Aber trotzdem angenehm. Ja. Braucht aber definitiv noch Zeit im Glas, weil er hat irgendwas Bitters. Ich weiß jetzt nicht genau, was das ist, vielleicht ein bisschen vom Holz oder das. Traminer ist sowieso charakteristisch für Traminer ist Bitterkeit im Abgang. Ja, ja. Meiner Meinung nach. Überhaupt hier in Südtirol haben wir teilweise viele Traminer, die viel Bitterkeit im Abgang haben. Und wir helfen uns einfach damit, dass wir etwas Restsüße lassen. Niemals süße Weine, immer trocken, aber etwas Restsüße, um diese Bitterkeit ein bisschen abzupuffern. Wir haben zum Beispiel auch Winzer, kennst du wahrscheinlich auch, die machen aus einem Teil der Trauben dann einen Gewürztraminer Strohwein, einen Brassino, und geben ihn dann zum trockenen Würstchen dazu, um die Bitterkeit abzupuffern. Der Wein ist dann vollkommen trocken, aber die Bitterkeit wird einfach etwas zurückgenommen. Bitterkeit im Wein, so zum Trinken stört es mich nicht. In der Weinanpassung mit Speisen kann ich dann schnell mal zum Verhängnis werden, weil wenn die Speise eine bittere Komponente hat und der Wein noch dazu, dann wird das zweimal bitter und das addiert sich. Marien wird immer jetzt echt spannend zum Essen zuzuführen, wobei Marien kriegt man Schokolade passt perfekt. Ja, oder? Schokolade, Desserts, Käse ist bei noch uns hier in Südtirol die Standardaussage Gewürztraminer mit asiatischen Speisen. Das sagt man in Österreich mit dem Grünen Veltliner genauso. Ja, und in Deutschland mit Presssüßen. Genau. Zu asiatischen Gerichten passt alles. Ja. So. Die Asiaten haben da seinen Kochtopf und da von mir das auch. Gut, aber den könnte ich mir jetzt wirklich vorstellen. Oder auch zu einem kalbsgeschnetzelten mit Currysoße. Auch nicht. Könnte funktionieren, ja. Aber ich als Dessertliebhaber habe im Gedanken, wenn ich denke, eher so Schokolade. Schokoladenmus, dunkelweiß, Black and White. Kann man sehr gut vorstellen, würde das sicher sehr gut passen. Oder zu Käse. Definitiv. Käse genauso. Zu den ganzen nussigen Käsen perfekt. Zu stark gereifter Käse, nicht zu bekannter Käse, aber. Bezüglich Käse bitte an die Käsesommeliers denken. Ja. Ich bin noch kein Profis, gehen wir offen direkt zu. Käse ist meine Schwachstelle, ich esse keinen Käse. Ich schon, aber ich bin nicht Käsesommelier. Ja, nicht Schwachstelle. Käse soll mir dem Laptop nicht geschafft. Ich esse kein Käse. Also auf Pizza natürlich. Pizza und Toast. Wo wir in Italien sind. Und hin und wieder mal ganz kurz gedacht mit Parmesan. Das wird sich ausnutzen. Na, schön, Wein. Auch die gesamte Serie, muss ich sagen. Und was ich in diesem Wein finde, in der ganzen Serie, man erkennt ganz klar die Handschrift des Winzers.